Weile die kleine Eva, wenn ich heute von dir gehe. Herr Bleimer. Ja, weil es gibt keine bessere Schlagerlesung als die im Silbersaal im Deutschen Theater. Es gibt eigentlich überhaupt keine Schlagerlesung. Stimmt, das ist die einzige. Und vor allen Dingen muss man es hören, wenn der Herr Bleimer, der Lederhose, seine Stimme leiht. Weil das ist wirklich hörenswert. Vielleicht könnt ihr in 3 Schlagworten, jeder eins, eure Show ganz kurz zusammenfassen. Authentisch, Lustig, bayerisch. Es geht ja um eine Lederhosen, die aus ihrem Leben verzeiht. Sind das jetzt fiktive Geschichten oder wie viel davon ist tatsächlich passiert? Ist euch passiert oder ist euch erzählt worden? Nein, es sind alles Geschichten, die ich aufgeschrieben habe, die uns erzählt worden sind. das ist alles wahr. Und es ist tatsächlich alles wahr. Ein paar haben wir vielleicht auch selber miterlebt. Ja, genau. Also ein paar sind dabei, die haben wir auch selber miterlebt, aber es sind auch ganz viele dabei, die wir von Musik... Also viele haben wir auch nicht miterlebt. Ja, Gott sei Dank. Das stimmt, ja. Also für einen Wiesen-Fan oder so darf da auch was dabei Ja, sein, auf oder? alle Fälle, ja. Ja, es geht ja, die Geschichte, das geht um den Benedikt Brandl, das ist der Träger der Lederhose. Und die Lederhose erzählt aus ihrer Perspektive, was sie alles so erlebt. Und diese Lederhose wird eingeführt, als sie mit ihrem Träger das erste Mal auf dem Oktoberfest ist. Genau, ich habe natürlich im Kopf auch diese Personen. Ja, also das weiß ja keiner, Gott sei Dank. Aber diese Personen existieren ja alle und die habe ich alle im Kopf. Und diesen einen einzigen, auf dem das geschrieben ist, das war für mich, das war einen besseren Benedikt Brandl, hätte ich einfach nicht finden können. Das war genau das, was ich wollte. Ein Lumperter, ja, ein ganz Lumperter, aber so einer, der wo so ein bisschen ein Monaco-Franzi, den man nie besser kann, auch wenn er noch so lumpert ist. Ja. Und auch so ein ganz Tanschiger, der immer so schaut, ja, und kommt dann immer so in die Situationen rein. Ups, dann hat ihn schon wieder eine verrammt oder so. Also der weiß immer gar nicht, wie er dazukommt. Ja. Weiß die Person, dass sie Nein. quasi... Ah ja. Die Person weiß das nicht. Gott sei Dank. Kann man dann vielleicht irgendwie ein kurzes Satz lernen aus dem... Ja, klar. Ja, Allerdings war ich sehr verwundert, dass ich mich mit einigen Kollegen überhaupt nicht verständigen konnte. Die Hallerbuchs hat mir dann erklärt, ja, das sind chinesische und die Rennebordisch, ja, die aus China sind die ganz billig zusammengekürsteten Preisenbuchsen gehen. Ja, ihr kennst sofort dann die Net und die billigen China-Knäpfchen, ein richtiges Klump halten, ja. Ja, mein Freiersgeld war das halt alles noch ganz anders. Aber heute meint jeder, der hier gelaufene Lederfetzen, ist eine echte Lederbuchs. Der 3. Mai. Silbersaal Deutsches Theater. Ihr seid ja dann nach der Tournee nimmer gemeinsam unterwegs. Ja. Weil ihr alle 3 Doch, schwanger, Weihnachten sind wir noch da. alle 3 schwanger seid und genau, wir euch sind alle total 3 schwanger, genau. und euch leid seid. Ja, die Wahrheit ist, wir haben im Lotto gewonnen. Ja, es ist einfach. Wir wollten es nicht sagen, aber jetzt ist es raus. Nein, wir machen mal. Jetzt hab ich's drauf. Wir machen mal also zu dritt eine Pause. Wir gingen ja zu zweit dann, irgendwie der Andi und ich. Und Susi macht auch mal ihr Ding irgendwie selber. Und das wollten wir einfach einmal machen. Und wir werden sicher irgendwann einmal wieder miteinander spielen. Ich will